Halloween, kotzender Kürbis und wie das funktioniert, siehst du jetzt gerade bei der Patricia. Bleib dran. Was? Ich bin bereit. Ich auch, wenn ich den Namen schon höre. Aber ja, ist ja Halloween, machen wir's. Ein Guacamole, fein. Und dafür haben wir die Zutaten für Guacamole, oder? Also Avocado, Tomaten, Limone, Koriander, alle unsere Lieblingsgewürze, inklusive sehr scharf. Ja. Eigentlich müsste jetzt eine spezielle Gewürzmischung zum Zug kommen. Wäre etwas. Ja. Aber, Wir haben das nicht, dann nehmen wir die Tortillas wenigstens dazu. seht ihr, man Wir kann sind alles anpassungsfähig. auch ersetzen oder noch besser machen. Richtig? Genau, das könnte man noch besser machen, auf jeden Fall. Eine mexikanische Gewürzmischung, Pancho Villa, steady. Wow. Und wir haben auch einen Kürbis, natürlich. Ich bin sogar ein bisschen Kürbis gekleidet, das ist mir aufgefallen. Ich habe auch wieder Kürbiskleider anliegen, aber das ist ein Gewürzmarker, der so Genau. aussieht. aber Es ist die einfach kalt und ich habe den Pulli an. Und so ist es, ja. Ja, schauen wir es, wie es wird. Ich bin mega gespannt. Mega gespannt. Ein bisschen so handwerklich ist heute auch angefragt. Das ist nicht ganz meine Spezialität, aber da probieren wir es. Wichtig, dann tun wir jetzt ein Däumchen auf. Vielen Dank, ja, ich bemühe mich. Abonnieren, teilen. Bis sonst ist Patricia irgendwann nicht mehr da. Da wäre auch Halloween. Ich bin weg. Weg. Also du gehst auf jeden Fall weg. Wir können so einen Zaubertrick machen. Pium! Du bleibst da und wir machen das gerade zusammen. Halloween steht vor der Tür. Für dich, für mich. Und wir probieren auch ein bisschen dabei zu sein, indem wir etwas fürs Halloween machen, was aber auch gut schmeckt. Nicht einfach so zum Zeigen. Nein, wir essen das auch. Es ist ein Snack, eine Vorspeise, je nachdem, wo ich das in mein Halloween-Menü einarbeite. Dafür kommt etwas, was für mich eine große Herausforderung ist, nämlich so schön zeichnen. Ich habe deswegen so ein Vorbild aus dem Internet genommen. Probiere hier für mich schon ein bisschen zeichnen einen Mund, wie so ein Kürbismund aussehen wird. Wenn du Kinder daheim hast, was bei uns hier nicht der Fall ist, kann das Kind zeichnen. Und du kannst das einfach, je nachdem wie groß das Kind ist, dann schneiden, oder? Oder sonst vielleicht in Begleitung können die auch mitmachen. Mal schauen, nachher steht der Kürbis so. Entschuldigung, ich muss das für mich jetzt so ein bisschen machen. So, dann machen wir das. Oder so. So wäre auch gut. He? Machen wir das so. Die Kürbis werden wir nachher noch weiterhin für andere Rezepte verwenden. Gell? Das ist noch wichtig. Ich mache die nicht ganz kaputt. Machen wir so im Mund. Sieht fast herzig aus. Ich wollte nachher nicht, dass ich kotzen muss. So wäre, und das schneidet man jetzt auf. Mache ich das als erstes, dann habe ich das hinter mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Schreib es mir, wenn du eine große Herausforderung vor dir hast. Machst du auch das, was zuerst schwieriger ist, dann hast du das hinter dir? Oder schiebst du das so ein bisschen vor dir an, weißt du, und machst alles, was vorher einfacher ist? Ich bin eher die fangen wir gleich mit dem Schwierigen an. Vielleicht sagst du, ach Mann, das ist bei weitem nicht das Schwierige, so plumpt. Aber für mich nicht. So verschiedene sind wir zwei, ja? Ich probiere das jetzt zu schneiden, ohne dass richtig Halloween wird, mit so blutigen Geschichten hier, ohne dass ich meinen Finger abschneide. Wahrscheinlich kannst du das sogar freihändig machen, ohne vorher zeichnen zu müssen. Kannst du mal kochen mit mir machen? Nächste Halloween laden wir Leute ein. Dran! Sogar das behalte ich. Man kann nachher Kürbissuppe machen, wenn man will. Viele haben die Kürbis gesehen und gesagt, oh, gibt Kürbissuppe. Jetzt nehme ich nur da, was ich davor gezeichnet habe, weg, das ein schön aussieht. Ich sage, so sieht gut aus. So, Kürbis ist parat. Lassen wir die da als Begleitung. Und jetzt kommt die Guacamole. Koriander ist auch ein Thema. Es kann für einiges richtige Halloween-Erlebnis werden, weil einige Leute das nicht gern haben. Man kann auch glatte Petersilie nehmen. Oder gar keins nehmen. Man kann auch getrocknete Peterli nehmen vom Shady. Wäre auch eine Idee. Ich habe Limone oder Limette, je nachdem, wo du uns schaust. Dann drücke ich so, dann kommt nachher mehr Saft heraus. Das ist immer ein Trick.
Mit Zitrone verwende ich das oft auch. Oder mit der Orange. Die erste Orange im Winter, teilweise haben sie noch nicht so viel Saft, dann mache ich das. Avocado muss ich nicht groß zeigen, wie man das macht, aber einfach so in die Mitte und dann so. Und wir haben Glück, der sieht wunderschön aus. Auch nicht immer der Fall. Einfach mit dem Löffel. Wenn jetzt nichts Halloweens-Thema wäre, könnte ich das auch behalten und hier so auf dem Tisch so die Portionen Guacamole nachher auch drauf füllen. Sieht auch hübsch aus. Für den Kern, ich drücke das ein bisschen so. Dann kann ich mit dem Messer vorsichtig und dann kann ich diese Kerne so drehen und lösen. Teilweise kommt er wirklich schön mit dem Messer. Ah, jetzt. Und nochmal mit dem Löffel. Die Mengeangabe für dieses Rezept findest du wie immer bei uns da unten. Ich mache eigentlich 2, dann haben wir auch genug da für alle, die gern haben. Ist ein Glückstag, he? Beide makellos und auch reif. Da könnt man pürieren oder so zerdrücken. Ich werde zerdrücken. Wie gesagt, man kann auch pürieren, wirklich mit einem Pürierstab machen. Dann hat man wirklich eine cremige, homogene Mischung. Ich mag es bei der Guacamole, wenn es noch so Stückchen hat vom Avocado. Dann merke ich eher, selbst gemacht. Irgendwie. Und frisch. Und man hat dann nachher diese, ja, ich weiß nicht, so fettig, cremige Konsistenz im Mund. Enorm wichtig ist, wie du vielleicht auch weißt, sobald Avocado so in Kontakt mit dem Sauerstoff kommt, dann oxidiert das Ganze und wird braun. Und ich will, dass das so grün bleibt. Deswegen habe ich eine Limone. Ascorbinsäure, so Zitronensäure, eigentlich in diesem Fall, Entschuldigung, das soll die Zitronensäure eigentlich schützen, dass der nicht braun wird. Das ganze Paste hier. Und eine Limone anstatt der Zitrone, weil das richtige Säure und Geschmack gibt. Es ist mexikanischer als die Zitrone. Avocado zerdrückt, nicht zu lang warten, gleich Limone drauf, also Limonensaft. Je nachdem, wie saftig diese Limone ist, halbes oder ganzes, oder je nachdem, wie viel Avocado du hier nimmst, oder? Sind zwar sehr saftig. Und jetzt nochmal rühren, dass überall Limonensaft ist und eben auch so schön grün bleibt. Dann kommt hier schon mal das getrocknete Zwiebel. Also vorsichtig mit dem, die sind sehr scharf. Wir haben 3 Varianten von denen. Hier bei uns im Fabrikladen oder in dem Online-Shop vom Steady sind wirklich sehr scharf. Ich mache ein bisschen von denen. Ich weiß am Schluss nicht, wer alle ist. Mache aber auch unser Salz, nämlich das Herdöpfelgewürz. Wenn ich jetzt sage, oh nein, ich nehme nicht das scharfe Herdöpfelgewürz, ich nehme das normale Herdöpfelgewürz, was schon super ist, hätte ich dann noch ein bisschen Peperoncini genommen, gefriergetrocknet. Ich nehme ganz wenig, trotzdem, mehr fürs Visual, fürs Optisch da. Und damit wir kennst du das, diese exotische Note, so, ich nehme einfach ein bisschen von der Steady Curry. Nicht viel, ich mache hier kein Curry. Kurz, das ist etwas. Von der Kreuzkümmel und so weiter. Also gut rühren wieder, dann hat man überall Gewürze. Und extra vorher würzen, bevor ich zum Beispiel die Tomaten hier drin schneide, weil sonst könnte sie das Tomate zum Beispiel die ganze Schärfe oder eine scharfe Flocke so würde auffangen und wir hätten super scharfe Tomaten. Tomaten sind geschnitten und ich schneide jetzt auch noch meinen Koriander hier. Das schneide ich auch klein. Muss man sich vorstellen, das ist schon mal im Magen von der Kürbis gewesen. Es kommt alles klein wieder heraus. Koriander hier reinmischen. Nicht alle haben so gern Koriander wie ich, also mache ich ein bisschen weniger. Man kann ruhig mehr machen. Und jetzt super kompliziert, einfach schön rühren. Siehst du, wie schön farbig das plötzlich wird? Ja? Nur ein bisschen Tomate. Fein, fein. Habe ich. Guacamole ist fertig. Ich bereite alles hier vor. Du bleibst da. Ich bin gerade wieder da. Also ich finde fast, klar, es ist ein bisschen grusig, aber komm, es ist auch herzig. Guck mal, wie schön. Wow, schau mal das an. Er strahlt mich an. Sehr hey, schön. Schau mal, fantastisch. Es ist Halloween. Wupp, wupp.
Schön. Ist gut. Also schön ist der Vorname. Schön ist der Voll Vorname. schön, gell? Fantastisch. Und man kann es essen. Es ist nicht einfach Deko. Ah? Genial. Das finde ich auch immer wichtig. Und du hast da extra noch schön gemalt. Ich sehe das. Ja, haben mir wirklich alles gegeben. Und ich bin ganz sicher, nachher gibt es noch etwas aus dem Kürbis. Aber da werden wir dann Auf sehen. jeden Fall, da gibt's. Sehr Bleib gut. dran, gibt's. Aber zuerst müssen wir probieren. Können wir probieren schon? Also auf jeden Fall. Wenn du das gern hattest, Du machst einen dann Daumen Däumchen auf. und ich. Wenn du es nicht gern hast, mach schnell das unter, aber mach etwas. Ja? Das wäre nett. Abonniere, dass nichts verpasst. Vor allem nichts verpasst, weil es wird nachher aus diesem Kürbis. Ich kann es schon mal sagen, es gibt 2 verschiedene Rezepte. Geht das so? Mit Kürbis. Ja, wir haben eben Oh. noch viele andere. Du hast mehr gekauft als bestellt. Also, Schau mal. es gibt einige Kürbisrezepte und sind keine Kürbissuppe. Das gibt es schon bei uns im Kanal. Dann schauen. Vielen Dank. Ich habe jetzt essen, ich habe viel geredet und jetzt esse ich und dann kannst du weiter. Vielen Dank. Fantastisch. Bis nächstes Mal. Einmal mehr, danke vielmals fürs Kochen. Mega. Ja, die sind fein. Das Gewürz von denen ist auch gut, aber da gekocht hast, wow. Ich empfehle euch, das nachzumachen. Wir wünschen euch Happy Halloween oder einfach nur etwas Oder einfach mal. Feines möchten machen. Und nie vergessen, Love, Peace und Herdöpfelgewürz. Ciao Bis nächstes miteinander. Mal. Ciao, ciao. Fantastisch. Und wir essen das alles allein. Komm, wir Ja. bringen die anderen, oder? Kann man machen. Ihr könnt das gerade probieren. Sehr gute Sind Sie Idee. da? Sie kommen jetzt dann.